Und der Spiegel hat gesagt: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist 1000-mal schöner als ihr.« Jetzt hat's ihr gelangt. Sie hat zittert vor Wut, dass das Schneewittli immer noch nicht tot ist. Sie ist in ein geheimes, verstecktes Zimmer gegangen, wo sonst gar niemand hergekommen ist. Dort hat sie einen giftigen Äpfel gemacht. Aussen dran hat er ganz schön ausgesehen, weiss mit roten Backen. Man hat grad Lust bekommen, schon nur vom Anschauen. Aber wer ein Stückchen davon isst, muss sterben. Jetzt hat sie sich als Bauernfrau verkleidet und ist wieder zum Häusli gegangen. Sie hat geklopft. Schneewittli hat zum Fenster rausgeschaut und gesagt: »Ich darf kein Mensch lassen. Zwergli haben mir's verboten.« »Das ist schon recht. Meine Äpfel kann ich schon noch jemand anders verkaufen. Seh da, ich schenke dir einen.« »Nein, danke. Ich darf auch nichts annehmen.« »Hast du etwa Angst, er sei vergiftet?« hat die Altfrau gefragt. »Wir können auch zusammen teilen.« Und sie hat den Äpfel abeinandergeschnitten. »Die roten Päckchen isst du und ich nehme den weißen Teil.« Es war aber nur die rote Seite vergiftet. Schneewittli hat es fest angefangen zu lusten. Wo es gesehen hat, dass die Frau ja auch von dem Äpfel isst, hat es die rote Hälfte genommen und reingebissen. Aber wo es den ersten Biss im Maul hatte, ist es tot umgefallen. Die Königin hat es angeschaut und gelacht. »Weiss wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Das Mal können der Zwerge nicht mehr helfen.« Sie ist heimgegangen und vor einem Spiegel gestanden. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und endlich hat er gesagt: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da ist ihr eifersüchtiges Herz ruhig geworden und sie war zufrieden gsi. Wo die Zwergli am Abend heimgekommen sind, haben sie das Schneewittli wieder am Boden gefunden. Es hat nicht mehr geschnauft. Sie haben sofort gesucht, was es das mal sein könnte. Sie haben ihm die Schnüre um den Bauch herumgelöst, sie haben ihm die Haare gestrählt, sie haben es mit frischem Wasser und Wein gewaschen. Aber es hat alles nichts genützt. Es war tot.